Swiss German Online ist die Plattform, wo du kannst Schweizerdeutsch lernen. Wir haben einen Schweizerdeutschkurs auf unserer Homepage und heute möchte ich euch erzählen, was wir als nächstes ausgewählt haben. Wir haben versucht, eine Stadt zu wählen, die schönste Stadt der Schweiz. Was denkst du, was ist die schönste Stadt der Schweiz? Welche Stadt ist die schönste Stadt der Schweiz? Für dich, das ist natürlich individuell. Wir kennen nicht alle Städte, aber nicht jeder Schweizer kennt alle Städte in der Schweiz. Aber für dich, was ist die schönste Stadt in der Schweiz? Wir haben Luzern gewählt. Luzern ist eine schöne Stadt. Ist eine Stadt, wo ich öppe auch bin, zum Beispiel wenn ich Familie besuche oder wenn wir einen Ausflug machen. Es ist ein schönes Ausflugsziel. Mit der Familie auch, wo die Kinder noch klein waren, sind wir gerne ins Verkehrshaus gegangen und Schiff fahren auf dem See, auf dem Vierwaldstätter See. Und du, bist du auch schon einmal in Luzern gewesen? Was hast du in Luzern schon gemacht oder besucht? Hallo, the chosen one. Ah, hallo. Bist du auch schon einmal dort in Luzern? Und anhand von Luzern, wenn wir auch Präpositionen üben, wir gehen über die Brücke, wir treffen uns auf dem Platz oder auf dem Platz am See, dort beim KKL zum Beispiel. Das ist ein schöner Konzertsaal, der akustisch sehr gut ist und wo es ganz schöne Konzerte gibt. Oder du bist ursprünglich aus Rot. Aha, also deine Muttersprache ist in dem Fall Luzerndeutsch. Du musst nicht noch Schweizerdeutsch lernen. Ja, meine Familie kommt ursprünglich aus Niederöff. Ich weiss nicht, ob du Niederöff kennst oder mindestens Beromünster. Jetzt haben sie fusioniert, Niederöff und Beromünster. Und jetzt ist mein Heimatort Beromünster geworden. Ja, also... du bist im Welschland aufgewachsen. Und wie hast du es mit dem Schweizerdeutsch? Ich bin auch fast im Welschland aufgewachsen. Ich bin in Freiburg aufgewachsen, also immer noch deutschsprachig. Aber in Freiburg hatte ich viel Kontakt mit den Welschen. Es ist eine zweisprachige Stadt, Freiburg. Und jetzt wohnst du in Freiburg. Und jetzt tust du Zänzlern oder verstehst Zeisler, wenn sie mit dir reden. Freiburg ist auch sehr eine schöne Stadt. Freiburg gefällt mir auch gut. Sie ist ein bisschen kleiner als Luzern, aber sie hat auch eine Universität und einen Fluss. Ja, kein See, aber ein Fluss. Zarin, ja, oder Zane auf Deutsch. Aber wir sagen meistens Sarin, wir brauchen meistens das französische Wort. Und ja, eine schöne Altstadt, schöne Museen, ja, und ein Naturschutzgebiet in der Stadt. Du schaffst im Kanton Waadt. Also du schaffst auf Französisch mit den Französischsprachigen, mit den Welschen, sehr wahrscheinlich. Also du hast ein bisschen Arbeitsweg, wenn du vom Kanton Freiburg in Kanton Waadt musst pendeln, jeden Tag. Gehst du mit dem Auto oder gehst du mit dem Zug? Du mit dem Auto oder mit dem Zug pendeln. Oder vielleicht hast du ab und zu auch Homeoffice, dass du nicht jeden Tag musst hin und her fahren musst. Das ist manchmal noch praktisch, wenn man nicht gerade in der Nähe arbeitet und man 1 oder 2 Tage pro Woche Homeoffice machen kann.
Oh, du bist Arzt und schaffst im Spital. Ja, das ist ein relativ stressiger Job, stelle ich mir vor, aber natürlich brauchen wir Ärzte und wir brauchen gute Doktoren, die zu uns schauen. Ähm, aber das Spital ist sehr wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, zu Lausanne oder irgendeinem Ort, wo du relativ gut kannst mit dem Zug hingehen oder du pendelst mit dem Zug. Das ist super. In der Schweiz hat es wirklich Züge im Halbstundentakt oder sogar Viertelstundentakt manchmal, je nachdem, wo wir arbeiten oder welche Strecke das wir fährt. Du schaffst Château d'Œuf, das ist ganz nah an der Freiburger Grenze, in der Nähe vom Kanton Freiburg. Also, vielleicht hast du gar nicht so weit zum Pendeln. Aber wobei, wenn du in der Hauptstadt, in Freiburg selber wohnst, dann nachher ist es gleich noch ein Stückchen. Schön. Ja, wir wollen über eine schöne Stadt reden, Luzern. Bist du häufig zu Luzern? Wenn du aus Roth kommst, hast du vielleicht Familie im Kanton Luzern und du gehst auch ab und zu auf Luzern deine Familie besuchen oder du hast Bekannte oder Freunde. Ich habe viele Cousinen und Cousins und Onkel und Tanten. Leider habe ich keine Grosseltern mehr. Meine Grosseltern sind schon gestorben. Die kann ich nicht mehr auf Luzern besuchen. Oi, deine Familie ist zu Horgen bei Zürich. Ja, also du hast ein bisschen wie ich. Du hast Familie aus dem Kanton Zürich und vielleicht weniger aus dem Kanton Luzern, aber ich habe Familie im Kanton Zürich und im Kanton Luzern hauptsächlich. Eben, weil meine Mutter Zürcherin ist und mein Vater Luzerner. Also, tust du wirklich Schweizerdeutsch lernen oder üben mit meinen Videos? Das ist super, wenn sie dir gefallen und wenn sie dir helfen, zum Schweizerdeutsch lernen oder vielleicht auch das Schweizerdeutsch nicht vergessen. Dass du Kontakt hast mit der Sprache, das ist ganz gut. Ja, also unsere Homepage ist Swiss German Online. Dort kannst du dich einschreiben für einen VIP-Schweizerdeutsch-Kurs. In diesem Kurs haben wir am Montagabend das Thema Luzern. Und wir wollen auch... Wow, du bist schon 5 Jahre dabei, super. Wir wollen in unserem Kurs ein bisschen auch Präpositionen anschauen, was man gut machen kann mit einer Stadt. Also eben zum Ort beschreiben, wo wir sind oder wohin wir gehen. Ja. Und dann nachher auf unserer Homepage Swiss German Online hast du auch Zugang zu über 250 anderen Videos und Lektionen mit Geschichten. Wir tun immer für jede Lektion einen neuen Dialog, eine neue Geschichte vorbereiten. Und wenn du dort hingehst, kannst du ganz viel, hast ein grosses Archiv und kannst dort schneiden, kannst umschauen, was wir alles gemacht haben. Hallo, Goge. Goge, go. Du sagst, Luzern ist die schönste Stadt der Schweiz, die du bis jetzt besucht hast. Genau. Wir kennen ja als Schweizer sogar nicht alle Städte, aber es gibt ganz viele verschiedene Städte, aber Luzern hat sicher seinen Charme. Ja. Buona giornata. Hallo auf Italien, Alfonso. Du bist neu auf dem Kanal. Schön. Lernst du Schweizerdeutsch, Alfonso? Wieso lernst du Schweizerdeutsch, wenn du zu Italien bist? Wieso lernst du Schweizerdeutsch? Hast du eine Schweizer Frau oder schaffst du in der Schweiz?
Wieso lernst du Schweizerdeutsch? Alfonso, bist du schon einmal in Luzern gsi? Wenn du möchtest Schweizerdeutsch lernen, haben wir einen Kanal Swiss German Online. Du findest den Link im Chat. Und wir haben auch Dienstagabend den gleichen Kurs, das gleiche Thema, aber auf Hochdeutsch in unserer Schriftsprache. Und in unserer Schriftsprache auf Hochdeutsch haben wir am Dienstagabend am 8. Uhr einen Kurs, den gleichen Kurs mit einem Livestream zuerst und nach einer halben Stunde haben wir auch ein Zoom-Treffen, so wie im Schweizerdeutsch-Kurs, wo wir miteinander reden können und einander kennenlernen können. Hallo, Chosen, schön, danke vielmals für deine Unterstützung, das ist sehr grosszügig. Schön, dass dir unsere Arbeit gefällt, weil wir leben wirklich von dem, von unserem Schweizerdeutsch-Kurs und noch andere Lektionen, Hochdeutsch und so. Das ist schön, wenn jemand das schätzt und super, danke. Und ja, also wir sehen uns am Dienstagabend im Deutschkurs oder am Montagabend im Schweizerdeutschkurs. Geht auf unsere Homepage, ihr könnt ihn eine Woche lang gratis testen und schauen, ob das eine gute Option ist für euch, um in Kontakt zu bleiben mit der Sprache, Fortschritt zu machen, Neues zu lernen und auch vielleicht neue Leute kennenzulernen. Macht's gut. Tschüss zusammen. Danke fürs Chatten. Also, ich darf noch nicht Schluss machen. Es ist nicht gut. Ich tue mit euch noch ein bisschen reden. Es gibt andere schöne Städte. Wenn wir einen Kurs machen, einen Text über Luzern, das nächste Mal können wir vielleicht schon überlegen, über was für einen Ort, dass wir in einer Woche, also nicht diesen Montag, nicht den ersten Montag im Mai, sondern am zweiten Montag im Mai oder in einer späteren Lektion, über was für eine Stadt könnten wir auch eine Lektion machen. Hallo Jean de Rede, du bist auch ab und zu da. Ja, schön. Was schlägt ihr vor? Welche Stadt oder welcher Ort, es muss ja nicht unbedingt eine Stadt sein, welcher Ort gefällt euch besonders? Vielleicht ein Ort in den Bergen oder vielleicht eine Schlucht. Genau. Du musst generell deine Deutschkenntnis verbessern und auch die Schweizerdeutsch. Und wenn du ins Zoom-Treffen kommst nach unserem Livestream, dann kannst du auch Schweizerdeutsch üben. Vielleicht hast du in der Westschweiz weniger Gelegenheit, Schweizerdeutsch zu reden. Also du kannst auf unserem Kurs, auf dem Zoom-Link, wenn du auf Zoom kommst, kannst du mit allen Teilnehmern, die auch kommen, also es ist freiwillig, es kommen nicht alle, aber die mutig sind und die Lust haben, die können ins Zoom-Treffen kommen und mit den anderen reden. Wir fangen an mit dem Texte lesen auf Schweizerdeutsch, um auf Schweizerdeutsch zu kommen. Also so für die immer Hochdeutsch reden, dass sie switchen ins Schweizerdeutsch. Und dann reden wir auch über die Fragen, die wir vorbereitet haben und eben einander kennenlernen. Ja, also wenn ihr noch Lust habt, etwas zu schreiben, über was für einen Ort, dass wir live machen und eine Lektion, dann könnt ihr das gerne noch schreiben. Und sonst verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch ganz ein schönes Wochenende. Das Wochenende für einige hat es schon angefangen, weil heute 1. Mai ist. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr heute auch frei oder vielleicht müsst ihr heute arbeiten. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis am Montag oder am Dienstag. Alles Gute. Macht's gut. Tschüss zusammen. Chosen One, du bist am Arbeiten. Also, du musst heute arbeiten. Also, das Wochenende fängt dann vielleicht am Freitag, Samstag an. Wobei bei den Ärzten ist es nicht so sicher. Manchmal hast du sicher am Wochenende auch Dienst. Aber trotzdem alles Gute. Irgendwann wirst du dieses Wochenende, deinen Freitag auch haben. Ja. Tschüss zusammen. Macht's gut.